Haut 23. Sonntag am Joreskreis begrüßen ich aus der Kirche von Habst, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Et singt Sopranistin Patricia Freres, Organist aus den Abbé Joël Santach. Nur seiner Orgel-Improvisation singt Solistin Morgenlied vom Johann Georg Herzog an Paul Gerhardt. Missa Brevis in C für mittlere Stimme und Orgel vom Robert Jones. Alleluia vom Mozart. Seele, was ermüdest du dich an Herr, wie du willst, von Herzog an Gerhardt. Und als Schlusslied Segne du Maria, Laudate Dominum 521. Als Urgel zocht die Heiremer Offertoire vom Lefebvre Veli. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Habst an der Kirche, alle alle Gur, die da iwwer Medien ma dais verbunden sind. Der Jesus as komm, für de Menschen eng neue Welt opzumachen, wo die blank Gesinn, die da feieren, an die Arm die gut Novell unholen. Hier mischt eisen Mund op, für dat ma lotze summen den Herrgott könne loven, an ihm Merci soen.
Los mal loden Herr Gott frohen, dass neist Herz opmischt für sei Wut a sein Verzeihen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine Schwestern und Brüder, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt, und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung, und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt: Setz du dich hier auf den guten Platz. Und zu den Armen sagt er: Du, stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken? Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Ephphatha, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei.
Liebe Schwestern und Brüder, die amerikanische Zeitung Washington Post hat 2007 ein soziales Experiment gemacht. Sie liest von den besten und berühmtesten Violinisten von Amerika, den Joshua Bell, eng 3/4 Stunde Matzen am Berufsverkehr von einer Metrostation von Washington Geige spielen. Es war ein anspruchsvolles musikalisches Programm. De Bell hat gespielt auf einer Stradivari, die pur Millionen Dollar wert war. Der Clou bei dem Ganzen war, der Joshua Bell war ugedient wie ein Strassenmusikant, ja wie ein Strummert. Kein Gala-Smoking wie sonst bei seinen Konzerten, mehr eng zerfatzte Box an den Beret. Das Resultat vom Experiment war ernüchternd. Während dem Konzert von 43 Minuten sind 1070 Leute lanscht gegangen. Kaum einer stehen geblieben. An seinem Hut sind Ende 32,17 Dollar gelandet. Nicht am Vergleich zu den extrem hohen Gagen, die den Joshua Bell kriegt, wenn er an den größten Philharmonien von der Welt konzertiert. Das Experiment von der Washington Post weist, der Wert, dem einem Mensch oder dem, was er möchte, instinktiv beimussen, hängt dacks genug davon auf, von seinen Äußerlichkeiten. Mit aufgerutschtem Gezei an ungepflegtem Äußeren muss sich an der Regel ob eine andere Behandlung auch gefasst machen, wie den am feine Kostümchen könnt. Egal ob am Restaurant, am Supermarché oder manchmal auch an der Kirche. Kleider machen Leute. Dieses Phänomen, man hat es ähnlich am Jakobusbrief gelesen, gehen doch an der Freier Kirche. Mir ist es nicht aber so. All Menschen sind für Gesetz gleich. Das steht so ungefähr an allen westlichen Konstitutionen, auch an Eiser. Dass all Menschen gleich sind, ist für uns ja selbstverständlich. Kein darf zum Beispiel für ein Gericht als minderwertig vis-à-vis von einem anderen angeguckt gehen. All Menschen sind gleich, egal ob Frau oder Mann, egal von was für einer Hautfarbe, egal ob Muslim, Christ oder Atheist, egal ob homo oder heterosexuell. All haben die gleichen Rechte, also sie sollen an all Lebenssparten auch so trätiert gehen. Auch wenn immer noch an pur Kulturen, Gruppierungen und Gesellschaften Unterschiede gemacht gehen. Nichts anderes erwartet den Apostel Jakobus von den Christen und von ihren Gemeinschaften. Wir haben sie gewiss Grundhaltungen und Umgangsformen mit dem Glauben einfach nicht kompatibel. Haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus frei von jedem Ansehen der Person. Für den Jakobus sind alle Member von einer christlichen Gemeinschaft gleich. Prestige oder Ausgesehen von einer Person darf sie weder privilegieren noch benoteligen. Für das zu verdeutlichen, erzählt der Apostel eine ganz konkrete Situation. Ein betuchter Mann, die ganz ungesehen ist, kriegt am Gottesdienst oder an der Versammlung einen repräsentativ Platz an der ersten Reihe. Ein Armen aber, den die schlecht gekleidet hier könnt, gerät an d'Abseits, muss sich irgendwo zu Füßen von anderen ganz an der Rand sitzen oder sogar stehen. Der Verfasser vom Brief hat gleich 3 Kritikpunkte für so ein Verhalten. Erstens, kritisierten, dass es überhaupt eine Ungleichbehandlung an der christlichen Versammlung gibt. Dann beanstandet hier, dass das Ungleichbehandlung aus rein äußerlichen Unterschieden resultiert. Und drittens weist darauf hin, dass das Ungleichbehandlung zu Lasten von denen Armen an Ausgegrenzten geht. Die Armen, die für Gott aber besondererweise zu Erben von seinem Königreich erwählt sind.
Den Apostel verurteilt entschieden an energisch, dass so Differenzen gemerkt gehen. Rief op, genee zu gucken, an net nimmen ob dat äußert. Dach et gedorre Prestige am gute Sinn, dem mat kegem Geld vun der Welt zu bezuelen ass. E Prestige, den als kein Chirurg, keng Schönheitsoperation, keng Beautyfarm ginn oder hole kann. De Prestige kënnt vun einerwärts, vom Reich Gottes. Et gilt besonders denen, die hier Armut für Gott bekennen, denen es nicht darum geht, einfach nimmer gut dozustohen, an die nicht op Äußerlichkeiten gucken. Weil all rein äußerlich Moosstäble frin, all nach so verkappte Form von Größenwahn, ziele für Herrgott kei Spon. Hindurch guckt Eis, auch Eisen Theater, auch wenn wir Eis de schöne Menschen machen. Hier merkt doch, wenn wir bluffen. Hier nur da war für allem die Gär, die hier Bedürftigkeit, ihre Mangel, ihr Fehler, Erschwächten, für ihm angestehen, an die, für sich zu bekehren, hier im Hülf an Heilung frohen. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir selber bedürftig sind, auf für Gott sind. Gott sei Dank zählen wir dann auch zu denen, denen hier sich besonders zuwendet, an die Undeel kriegen aus seinem Reich. Es geht also darum, mehr tief zu gucken, und nicht unter Oberfläche stehen zu bleiben. Wie das bewusst gemacht wird, war den Helgen Eugène de Mazenot, ein französischer Bischof und Ordensgründer aus dem 19. Jahrhundert. Hier selber adelig und aus der High Society, aber ganz ausdrücklich den Armen zugewandt. De Mazenot hat gelehrt, die Armen mit den Augen von Gott zu gucken. Ihn hat gelehrt, als jeder Mensch Dignität zu erkennen, die Gott ihnen gegeben hat. Das hat doch Auswirkungen auf sein Wirken als Seelsorger. Hier hat sich vor allem die Männer bemittelt Landbevölkerung an Prisonnier gekümmert. Und als Bischof von Marseille war hier dachs an den armen Feirel unzutreffen, für die Sterbenden beizustehen, an ihnen Sakramenter zu spenden. Liebe alle gut, als Christen sind wir heute Beruf, diesen Blick, das Sichtweis von Gott anzufeiern und als Verhalten dono auszurichten. Gucken wir als Menschen mit den Augen von Gott. Feiern wir eis zu Gemüt, dass den Herrgott all Mensch eng unendlich Würde gin huet. Und dass Gottes kein ohne Wert ist. Den Herrgott rift jiedereen bei seinem Numm, egal ob arm oder reich oder was doch immer. Konsequenzen. Es fängt damit an, dass wir an unserem persönlichen Umgang jeder Mensch respektvoll sollen behandeln. Und das geht bis dahin, dass wir uns dafür einsetzen, dass an unserer Gesellschaft gerade die Ärmsten an die Umrand nicht vergisst gehen. Hei bei uns und auswärts. Bei dem Evangelium. Der Jesus schenkt dem Dorfstummen, auch in Arme von seiner Zeit, seine ganz Aufmerksamkeit. Und hält von den anderen weg, und wendet sich himmeleng zu, ganz an total. Ihr Mann hat einmal einen älteren Kollegen getroffen, und fragte ihn, wie es ihm ging gehen. Du mengt den, hast du Zeit für eine ehrliche Antwort? Wie Dank, Leifren, schenke mir engem wirklich echt Aufmerksamkeit. Gucken jemand da an, lauschen tatsächlich ihm nur, aber werden nicht just drauf, bis er fertig ist. Der Jesus schenkt dem Dorfstummen des Zeit. Er lässt sich von seiner Not bewegen. An Eisendegen als Zeit, an aufmerksam Zuwendung kostbar gehen. Zuwendung für einen Mensch nicht nur durch eine SMS oder eine kleine Mail, aber wirklich Zuwendung. Der Jesus kümmert sich exemplarisch die Kranken und hilft ihm, ohne große Kino zu machen. Ein hätte Mann für eine versammelte Mannschaft spektakulär heilen können, mich das aber nicht. Ein hält der Mann auf Zeit, sie zwei sind lang. Hier ist so ganz vielen do, ohne Auflenkung.
seit an denkt den Black schust und den darf stummen. Vom Papst Paul VI. Gött gesot, wann engem begéint das, hätten en so an da geguckt, an dem Gefühl gin, gif lo kein anderen fir her gin wie nimmen de Mönsch, wie wann nimmen den do wie. So de Jesus, leif Brüder Schwestern. Gut zu wissen, interessiert sich für mich, für dich. Geht ihm wirklich mich, an nimmen mich, an dich. Es schämt, träglich Gefühl. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, den all Menschen retten will, beten wir. Für all Menschen, die sich an Politik und Gesellschaft für Einheit und Frieden ersetzen, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die alles dran setzen, für die Welt zu erhalten, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die sich bemühen, die Leben zu leben, die dir Jesus als viel gelebt hat, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die andere Gemeinschaften integrieren, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die sich für Dokumente ersetzen, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die nicht leben können, Herr Gott, heir uns. Für all Menschen, die gestorben sind, Herr Gott, heir uns. Du, Gott, kannst all Menschen, die Leben erlesen. Feier auch du eis ein Keier zu deinem Heil, den du liebst, erwirkst an Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren und durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute speziell für Harry, Susan, Espen, Boniface, Stiftung für die Verstorben von der Familie Seiler-Berthollet. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Los mal zusammen an für den Erner so beten, wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen, weil dein das Reich an Macht an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. Lass uns durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Segne du, Maria,
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft von Habscht. Auch den nächsten Sonntag überdroht mat Mass von Habscht. Nächst zu den üblichen Zeiten 9 respektive 11 Uhr. Weil RTL 2 die Verdrohungszeit heierns do variiert, guckt am besten Freides an der Zeitung oder kathol.lu fir sicher zu gehen, dass zur Zeit erschallt. Ich will auch haut nach einen Appell und Generosität machen, wie als schein Tellesmas mat zu drohen. Wenn der ein Don op Fondation Saint-Irmin macht, könnt ihr die von den Steuern aufsetzen. Präzisionen dazu an der Presse an kathol.lu. Ein herzliches Merci für all Unterstützung. Sonnig Gräis von Habscht bleibt gesund am munter. An dommer schalten wir zurück an den Studio.